Hallo zusammen, ich bin Anita und ich mache Videos über Passerelle. Und ich habe mal ein längeres Video gemacht und habe aber dann beschlossen, dass ich ja, die einzelnen Fächer oder Fächergruppen aufteile, also in verschiedene Videos. Und das ist jetzt das letzte Video von dieser Serie. Und zwar geht es heute um Naturwissenschaften. Und zuerst sage ich euch mal meine Noten. Ich habe das in jedem Video gemacht, einfach, dass ihr wisst, wie ich war, also ob ihr meine Tipps ernst... Also nein, ich hoffe, ich kann meine Tipps auch so ernst nehmen, aber ihr wisst. Das ist mein schlechtestes Fach, muss ich jetzt schon sagen. In der Biologie habe ich einen 3,1, Chemie 1,7 und in Physik einen 3,6 gehabt, wo zusammen dann einen 3er gegeben hat. Da. Es ist so, bei diesen Fächern, die nachher zusammengezählt werden, werden sie auf Zettel gerundet und dann auf normal auf eine halbe Note, genau. Bio war die erste Prüfung, die wir hatten. Wir hatten alle Prüfungen an einem Tag gehabt, also Biochemie, Physik. Innerhalb von, also wir haben einfach, eine Prüfung ist ja 80 Minuten gegangen. Und wir hatten einfach 80 Minuten Bio gehabt, 15 Minuten Pause, 80 Minuten Chemie, 15 Minuten Pause und dann noch 8 Minuten Physik. Also es war so ziemlich einer der schlimmsten Tage in meinem Leben gewesen. Für Spaß, nein. Ja, also vor allem, weil das die letzten Prüfungen waren. Sorry, meine Kamera ist ein bisschen... meine Kamera. Ja, also es ist... Aber wir sind froh, dass es vorbei ist. Das ist auch noch so, also immerhin. Fangen wir mit Bio an. Bei Bio habe ich das Gefühl, dass dort die Bewertung sehr nett war. Ich habe die Prüfung im Aargau gemacht und bei uns in dieser Serie, ich glaube, sie haben einfach das Gefühl gehabt, es ist schwer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bei uns ist, also im letzten Jahr, Sommer 2017, haben sie bei uns den 6er bei 80% gesetzt. Während Chemie und Physik bei 90% gesetzt wurden. Bei Bio würde ich wirklich Schwerpunkte setzen. Ich kann auch wirklich Ökologie und Evolution empfehlen, lernen das, weil pro Modul gibt es, ich glaube, 20 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Das heisst, die Ökologie wird quasi gleich gewertet wie Humanbiologie. Und Ökologie ist halt wirklich viel einfacher als Evolution. Und das ist wirklich einer von den Fällen, die ich gemacht habe, dass ich es einfach nicht so gut gelernt habe. Gut, ich habe Naturwissenschaften nicht so ernst genommen, weil ich einfach gehofft habe, dass die anderen Fächer mich aufziehen, okay? Auf jeden Fall Ökologie und Evolution, wirklich. Wenn ihr das beherrscht, sind ihr schon mal gut. Ich habe Genetik auch noch spannend gefunden, mit so Stammbaumanalyse und so. Obwohl das nicht rauchen ist, aber auch irgendwie Mendelsches Gesetz und was auch immer. Das ist noch easy, also es ist spannend und mehr oder weniger verständlich, wobei der Prüfung man merkt einfach, dass sie es noch etwas schwerer gemacht haben, aber ich wollte euch keine Angst machen. Auf jeden Fall, ja, Zytologie, ich habe es nicht so toll gefunden, wegen dem man ja nicht so viel Zeit investiert, aber auf jeden Fall viel besser als Humanbiologie. Bei Humanbiologie haben wir so viel Stoff und ihr habt keine Ahnung, was vorkommt. Also, es ist nicht so wie bei Evolution. Ich meine, dort können wir sicher sein, dass das Zeug vorkommt, oder? Aber bei Humanbiologie, ich meine, nehmen wir mal, ihr beschäftigt euch mega mit der Atmung oder mit dem Herz oder was auch immer. Es kann sein, dass es nicht vorkommt. Bei uns, eben, Sommer 2017 im Aargau, ist vor allem das Nervensystem vorgekommen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also von dem her, also ich würde wirklich dort, also falls ihr gewisse Sachen versteht, schaut das an, aber sonst würde ich wirklich nicht zu viel Zeit investieren. Bio, ja klar, also ich erwähne das in jedem Video. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe bei The Simple Biology Videos geschaut, beziehungsweise The Simple Club hat eine Website, wo auch wirklich PDFs, so Zusammenfassungen, wo ihr abladen könnt, wo ihr Aufgaben lösen könnt und ihr könnt das auch 7 Tage gratis testen, wenn sie es nicht geändert haben, also ich hoffe nicht. Und würde ich das auf jeden Fall mal anschauen, falls ja, die Videos länger, die sind auch auf YouTube, also gratis von dem her. Auf jeden Fall, das wäre Bio.
Dann Chemie, ja, aber 1,7 sagt eigentlich schon alles. Nein, die Sache war, also ich habe es eh nicht so gut verstanden. Aber die Prüfung war wirklich extrem schwer. Irgendjemand hat nach der Prüfung angefangen zu heulen. Also ich meine, ich habe bei der Mathe mündliche Prüfung geheult. Also es ist nicht, ich meine es jetzt nicht im Negativ. Ich lache die Person nicht aus, weil ich weiss, es ist, wenn man nach einer Prüfung heult. Aber ich meine, ich kenne sie nicht. Das war von einer Parallelklasse, aber sie hat mir so gesagt, ja, sie hat es eigentlich voll verstanden, aber die Prüfung ist so schlimm. Ich glaube, ich habe das vollkommen geglaubt, weil es war wirklich viel schwerer gewesen. Ich kenne aber Leute, die Passerelle in einem anderen Kanton gemacht haben und die haben zum Beispiel gesagt, dass Chemie nicht so schwer war und dass Bio extrem schwer war. Also es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wer Prüfungen macht und halt in welchem Jahr. Und ja, auf jeden Fall, ich meine, wenn ihr Chemie versteht, ja, gut für euch. Nein, also falls ihr Chemie versteht, aber ich will euch keine Angst machen. Ja, bei uns, ich meine, es hat auch bei uns ein paar, wirklich nur ein paar Multiple-Choice-Prüfungen, also Aufgaben gegeben, aber dort hat es Abzug gegeben, wenn du etwas Falsches angekreuzt hast. Also das ist nicht so fair, finde ich, aber okay. Ja, auch dort würde ich Videos von The Simple Club, also für Chemie wäre es Simple Chemics, empfehlen. Okay, Physik habe ich eigentlich am liebsten gehabt. Auch der Lehrer war super, wir haben super Notizen gemacht. Bei der Probeprüfung bin ich auch nicht so schlecht gewesen. Der einzige Fehler, den ich gemacht habe bei der Vorbereitung, ist, dass ich mir halt eben Theorie wiederholt habe, alte Übungen, aber ich hätte vor allem mit alten Prüfungen lernen sollen. Bei den Prüfungen tun sie alles irgendwie so zusammenwürfeln oder mischen und ich bin eben zuerst gar nicht rausgekommen, okay, welches Thema ist das überhaupt? Weil es hat mich einfach verwirrt. Also hätte ich mehr alte Prüfungen gewusst, dann wäre das nicht so das Problem gewesen. Also da würde ich sagen, macht das lieber. Sonst, ihr habt auch so eine Formelsammlung, die ihr auch in der Mathematik braucht. Die gut anschauen, Zettel rein tun. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Auch für die von euch, die technische Berufsmatur gemacht haben. Soweit ich weiss, gibt es in der Physik nichts Neues für euch. Also ihr wisst eigentlich schon alles. Also wenn ich mich nicht täusche, genau. Aber das ist jetzt ein Vorteil für euch, genau. Ja, auch dort YouTube-Kanal, dort, ja, gibt es eben von The Simple Club, also The Simple Physics. Also ich weiss, ich erwähne es die ganze Zeit, aber ich meine ganz im Ernst, die Website bzw. die YouTube-Kanäle haben eine grosse Rolle gespielt, wieso ich überhaupt bestanden habe. Weil, klar, ich bin also vor allem hat es mir in der Mathe geholfen, aber auch sonst wirklich, also ich würde nicht einfach irgendwie Werbung für sie machen, wenn sie nicht gut wären. Wie schon gesagt, ihr könnt es auch gratis testen, wir müssen in dem Sinne nichts zahlen und YouTube-Kanäle sind eh gratis, also von dem her, ich will euch da nicht irgendwo locken und ich will auch nicht von ihnen gesponsert oder so. Also ich sage einfach nur, was mir geholfen hat. Wir sind da ganz ehrlich. Ja, das ist es eigentlich. Falls ihr Fragen habt, bitte stellt die in den Kommentaren da unten. Ich schaue sie mir an. Ich hoffe, ich kann sie beantworten. Aber ich bin auch nicht allwissend. Ja, das war es eigentlich gewesen. Vielleicht mache ich noch ein paar Videos im Übergang Passerelle Uni oder sonst irgendetwas, so euch interessiert. Schreibt auch, was für Videos ihr sehen wollt. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Merci fürs Zuschauen. Man sieht sich. Tschüss!